willkommen op der Pressekonferenz vun den ADR Frauen zu der Langemulremeng an Schenken mat Menge Kolleginnen, die ich will vierstellen gehen haut begleet von der Madame Gulnora Sultanova, Vizepräsidentin von den ADR Frauen, Madame Nadjeshta Trozenko, Madame Marie-André Faber-Schanen, alle Komiteesmember von den ADR Frauen. Allen drei sind Kandidatin bei den Wahlen hier am Zentrum. Und die kennt vielleicht Madame Faber-Schanen durch ihren Einsatz beim Schutz für Kant an der Wiener Sand. Wir machen heute ein Billion noch 5 Jahre Gambia, wo wir 5 Jahre lang gesagt haben, wir machen etwas für die Familie, wir machen etwas für die Kinder, für die Schule, für die Frauen und so weiter. Und wir haben uns das mal angeguckt, ein Bilan gemacht, an dem haben wir mit euch zusammen. Mein großen Ordre du jour, ich gehe kurz drüber, und ihr könnt ja noch mit den Frauen die einzelnen Punkte vertiefen, wenn das euch interessiert. Die Idee von der Pressekonferenz ist nicht nur für alles am Detail zu gucken, dafür haben wir Zeit, nicht für das Programm zu groß, aber wir gucken, wo sind nicht Verbesserungen gehen für die Frauen, für die Kinder, für die Familie oder auch nicht. Und werde ich nicht wundern, dass unsere Meinung noch nicht viel bis nicht viel verbessert gehen als am Konträr, dass vieles mich schlecht. Wir haben am Anfang geholt eine ganz traurige Bilanz von dieser Regierung. Fangen wir mit der Familienpolitik. Familienpolitik, Madame Kahn hat viel Tamtam gemacht zu ihrem Congé parental, zu der gratis Kinderbetreuung. Und da, wo es sich verbessert hat, da haben wir da doch mitgestimmt. Aber leider gibt es nicht nur ein Typ Familie, leider sind sie nicht alle gut, nehmen für schaffen zu gehen zu zwei. Und bei dieser Regierung, wenn den daheim bleibt, hat von den Eltern daheim bleibt, das kann er selber zu erzählen. Da goffen belohnt mit, dadurch, dass alle guten, d'Allocation, d'Education weggeholt gouf, d'Allocation de Maternité weggeholt gouf, Kindergeldlohn nicht mehr gestaffelt ist. Und das Ganze ist also ein großer materieller Verlust für die Familien. Wir hätten gern, dass die Familien können souverän und unabhängig selber dezidieren, ob sie wollen zu zwei schaffen gehen oder ob ein daheim bleibt, für die Kinder zu erzählen. Und dafür haben wir als Propos vom IDR ältere Geld, was ihr sicher schon kennt, wenn ihr wollt, dass man, ich das soll am Detail erklären, kann ich das noch gerne machen. Das Prinzip ist den, dass die Familie solle selber dezidieren können, materiell aufgesichert sind, den daheim bleibt, als versichert, und kriegt eine materielle Unerkennung, an die wollen schaffen gehen, die können dann wieder hier Strukturen bezahlen. Da die Grundidee ist eben die, dass alle Eltern sollen souverän und unabhängig können selber dezidieren, aber das ist ja etwas, was diese Regierung nicht gern gesagt. Filiation. Filiation, da haben wir einen anderen großen Dossier, und wir sind noch direkt schon voll am ideologischen Bereich. Gambia, mit der voller Unterstützung von der feierten Gambia-Partei, der CSV, schafft lo schon lang um Filiationsgesetz und hört op de Webruch das lo an der juristischer Kommission, wo schon viel diskutiert gouf, der bestimmt sicher weit fortgeschritten, so dass sich kann drauf erstellen, dass wenn eng von denen 4 Gambia-Parteien an der nächste Regierung ist, und das wird ja der Fall sein, plus die Link, ob dem W mir dann weiterwerte gehen. Das W den Kinderrechtskonvention auf viel Manieren verletzt. Die muss ich vorstellen, wo wir auch kommen sind. Kanner Gilo bewusst zu Wesen Kanner gemacht. Es gibt ein PMR-Post Mordheim. Das heißt, den Pap ist schon tot, und es gibt dann mit einer Prokreation médicalement assistée, auf Wunsch von der Frau, Kant zusammengebaut. Kant kriegt nie eine Chance, sein Pap kennenzulernen. Das nicht durch ein Accident de la vie, dass er sein Pap nicht kennenlernt, mir einfach eine bewusste Decision von einer egoistischen Mom, die das verloren, an Wesen Kant produziert. Dann haben wir PMR für gleichgeschlechtlich lesbisch Koppeln, die auch einen älteren Teil aus dem Leben von den Kindern einfach so bewusst ausklammert und das dann gut findet. Und auch das als gegen die Kinderrechtskonvention, weil die Kinder haben Recht, mit den Eltern abzuwachsen, und die Eltern haben eine Pflicht, sich um die Kinder zu kümmern und die zu erziehen.
Den absolute Summum, also aber den Gestation pour autrui, GPA, Leihmutterschaft, für rund 10 Jahre als all feministische Bewegung Leihmutterschaft physisch gewesen wird, gesagt hat, dass eine Ausbeutung von der Frau als Gebärmaschine an für der könnt Kommerzialisation von der Kanner nicht erfroht, dass eine Kommerzialisation von Mensch, das kann ich dann Kanner kaufen, also einen kulturellen Rückschritt an dem wir login. Datei soll zu Lützeburg zwar nicht ermöglicht gehen, aber da das ein hypokritisch Manier Welt gibt, parallel gesucht, mir verbieten es im Land aber, wenn er am Ausland macht, dann erkennen wir Kant wir erlauben das, wir machen, also gehen wir einen Schritt mehr noch bei dem Menschenhandel, den einzigen Unterschied zwischen Gambia und der CSV ist, Gambia erkennt die Leihmutterschaft aus dem Ausland durch einen Akt administrativ und an CSV durch ein Detournement von der Adoption. Wir verteidigen die Rechte von den Kanner an wir klammern weder der Pap nach Mam aus dem Leben von der Kanner aus, mit uns geht es weder ein GPA, ein PMA postmortem nach ein PMA für gleichgeschlechtliche Koppeln und auch kein Handel, also kein Leihmutterschaft. Thema Auftreibung. Etwas, wo Gambia an Großdeler aus der CSV, nicht alle guten, aber einen guten Teil am Anfang von der Legislaturperiode eine komplett Liberalisierung gemacht und eine Depenalisierung an die zweite Konstitution obligatoire aufgeschafft haben. Wir als ADR stehen für den Schutz vom Leben, und für uns als der Mensch, ein Mensch von Anfang an. Wir haben als Verantwortung dort zu holen, Kanner von mir sollen am Lycée abgeklärt gehen, biologisch abgeklärt, Sexualerziehung, das ist den Auftrag von den Eltern, so steht es da ja auch an den internationalen Konventionen, die Lützeburg Madden geschrieben hat, so steht es da ja auch am Auftreibungsgesetz, am Paragraph 1, dann 2, geht aber nicht appliziert. Gambia appliziert nimmen die Paragraphen aus ihrem Gesetz, die sie arrangiert, und die anderen möchte sie werden sie nicht gehen. Wir stehen, wie gesagt, für den Schutz vom Leben, und für das nicht geboren kann, was für uns ein Mensch ist, von Anfang an. Wir haben ein ganz klarer Lin, wir sehen 4 Indikationslesungen, wenn wir das für drin hatten. Für uns muss der Mensch besser geschützt gehen. Wieso? Und die anderen haben eben einfach depenalisiert. Natürlich, der wird auch nicht dazu kommen, dass als soi-disant kulturelle Gründe Auftreibungen geschlechterselektiv sind. Bei der Fristelesung kann ich das schon machen, aber wir sind noch ganz klar gegen besonders grausam Auftreibungsmethoden, die wir wollen verbieten. Solange wir die Fristelesung aber nach Hunden, die wir ja nicht wollen wir aber die zweite Konsultation anbieten. Am Moment fakultativ, weil obligatorisch kann schon nicht durch ein Gesetz gehen, und solange wir nicht in der Regierung sind, kann das ja nicht gehen. Mir hätte gerne, dass Alfra komplett informiert ist über die sozial, psychologisch und materiell Hilfen an Unterstützungen, die sie als Möglichkeit angeboten kriegt. Also, wir stellen fest, ein Todesrisiko als bei dieser Regierung geklommen wird, kann er besonders stehen von den kleinen Mädchen, und das kann er natürlich für uns nicht als Verbesserung verbuchen. Da kommen wir zum gleichgeschlechtlichen Beständnis. Das gleichgeschlechtliche Beständnis ist auch so eine moderne Sache. Wir sehen das viel an der Welt, aber wir sehen nicht überall an der Welt. Aber für die ADR als ein Beständnis, und das wurde doch am Anfang immer an unserer Kultur, also doch nach Haut, auf den meisten Plätzen, eine Institution vom Staat. Eine Institution, die soll die Relation zwischen Mann und Frau protegieren, die den Kanner soll Stabilität geben, eine Gesellschaft an Zukunft projizieren, an den Kanner Schutz gehen an der Institution, so als lo detourniert gehen zu etwas ganz ernst. Wir haben nicht gegen gleichgeschlechtliche Koppeln, du soll jeder machen, erleben, wie er will, aber es geht um den Schutz von dem Schwachen, um den Schutz vom Kind. Das eine von der Natur gewollten Sterilität, ein gleichgeschlechtlich Koppel. Sie können also kein Kanner einfach so prokreieren,
das natürlich den Kannerwunsch do als eng menschlich Sach, aber dat geht wieder nimmen iwwer eng PMA oder eng Leihmutterschaft an do so mir nie Weltrechter vun Dritten konzerniert sinn. Dafür so mir et kake Bestätnis gehen für gleichgeschlechtlich Koppeln, sie könne kein Familienrecht haben. An froh von der Adoption, du haben wir immer gesagt, an auch viel Psychologe gehen als du recht, jedenfalls die nach nicht indoktriniert sind, dass es gut ist, für das Kind bei Pap, aber bei Mam abzuwürzen, für zu lehren, wie das mit Mann und Frau funktioniert, und dafür sie mir das gehen, das gleichgeschlechtlich Bestätnis, weil wir mengen, das nicht am Interesse vom Kant. An mir gesehen, beim Kannerhandel, mit der Leihmutterschaft, die gesagt, das wir recht tun. Wir machen eine Proposition de loi gemacht, und zwar wollten wir das gleichgeschlechtliche Bestätnis einem Referendum innerlegen. Du war groß Panik bei denen vier Gambia-Parteien, sie haben das nicht akzeptiert, aber wir bleiben Ball. An et Museen, die politisch worecht eben vertreten, auch gegen all Widerstand, der Zeit werden sich auch im anderen an wie es vielleicht an 20 oder 30 Jahren gesehen wir, dass die kulturellen Verirrungen ganz ernst gesehen gehen. Was proposieren wir haben nicht, wie gesagt, gleichgeschlechtlich koppeln. Sie sollen dem Bestätnis so weit wie möglich angepasst gehen, ihre Paxel dem Bestätnis so weit wie möglich angepasst gehen, weil das nicht Staat ein Leben zu beurteilen, denn Staat kümmert sich ja nicht Gefehler, aber wenn sie sich gern haben, dann sollen sie können zusammen leben, sich zusammen androhen lassen, sich können an der Klinik besichern, hier Verirrungen regeln, hier Succession, an alles, wie wenn sie bestört wären, eben just ohne Recht eine Familie zu kreieren, weil da, wie gesagt, Rechte von der Kammer betroffen sind, an mir als Advokat von der Kammer gesehen. Aber wir müssen klar so und ehrlichkeitshalber, dass zwar die ganze CSV das matt gedroht, aber ohne den Herr Käs, den hat du dagegen gestimmt, und das muss man dem Herr Käs natürlich gut halten. Übrigens CSV mit ihrem großen C am Num, die du etwas matt gestimmt wird, absolut nicht der Vorchrétien von der Partei oder der Vorchrétien nicht stimmt. Kommen wir zur Schädigung. Das ist auch so ein Gesetz vom Herr Prats. Anlauf von seiner Legislaturperiode, das ein Heinz du gesehen, wie vom Minister an Chamber gegangen ist, nachdem es 4 Jahre verstoppt wird. Aber ihre Gesetz, die wichtigsten Sachen sind nicht geregelt. Die bestehenden Probleme sind nicht geregelt gehen. Und hört aber dafür neue Probleme angefordert. Und der größte Schritt, alterem gering ideologischen Schritt, als das kann recht tun, gehen hier Eltern zu klonen, gehen hier Geschwister zu klonen. Wir machen also ein riesen Progress mit der geringer Handschrift für mehr Streit an Familie zu kriegen. Schädungen sind dadurch nicht mehr gerecht gehen, und ich verweise da auf den Herrn Reding, sein Ried an der Chamber, wir können Herrn noch kurz drauf angehen, wenn dich interessiert, aber ich meine, dass man der Chamber dazu alles gesagt tun. Die Tatsache, dass Kanalo gegen die ältere Gestalt gehen, also alt Nies, eine Meisterleistung von eisen geringen Fremden. Schulpolitik. Eng von den Prioritäten von der ADR waren nach immer. Und wir sind voller Sorge über die Schulpolitik von denen 4 Gambia-Parteien an den letzten Jahren, an den letzten Jahrzehnten. Die Kinder kriegen geschwind wertlos Diplome. Sie wissen, sie kriegen immer Männer wissen, mit auf den Weg. Sie kriegen immer Männer handwerklich Qualifikationen. Aber was soll Zukunft für so einem Land da sein? Was soll als Zukunft sein unter denen Konditionen? Wir als ADR so ganz klar, mit dem Nivellement vers le bas machen wir Schluss. Wir machen auch kein multilingual Freierziehung. Das geht nicht. Wir trennen kann auch nicht nur Spruch an Nationalität, wie als Kollege von der Gambia das so schön machen. Da werde ich also nur eine wissenschaftliche Neuigkeit verkündigen, für die ADR als Biologie nicht
aufgeschäft. Der Mensch als biologisch Wesen, und es geht nun mal Chromosomen, an die bedingen als Wesen, als Mensch. Es gibt den hormonellen Haushalt, und es gibt die Entwicklung von der Kindheit, über die Pubertät bis an den Alter ran. Und wir sind ganz Leben von unserer Biologie beeinflusst, an die Gesellschaft oder das Geschlecht als kein soziales Konstrukt. Geschlecht geht doch nicht zugewiesen. Bei der Geburt, es geht konstatiert. Und zwar aufgrund von primären Geschlechtsmerkmalen. Allerdings gibt es Leute, das heißt, die gering, für die Wissenschaft nicht so wichtig ist. Die haben eine andere Approche. Die haben wir nicht. Wir bleiben mit den zwei Füßen am Boden. Wir machen keine Ideologie, die aus der Luft gegraben ist, an die pseudowissenschaftlich optritt. Wir machen übrigens auch kein Experiment mit diesen Kindern. Wir probieren nicht hier Rollenverhalten, hier natürlich Rollenverhalten zu beeinflussen, wenn die Jungen will mit den Bagger spielen, ein Mädchen mit den Pop. Aber da sollen sie das machen. Aber wenn es umgedreht ist, also für uns auch gut. Wir wollen die Kinder nicht viel schreiben, wie sie zu leben haben, wie sie sich zu entwickeln haben, was hier viel Leben zu sehen haben. Aber für uns ist alles biologisch viel geschrieben. Wir haben ja Schweden und Norwegen, was da Vierreiter sind, die genug Experimente gemacht haben an den letzten Jahren. Und die Konklusion ist, dass das alles schiefgelaufen ist und gar nicht so ausgegangen ist, wie sie sich das vorgestellt hätten. Aber der will auch nicht verwechseln, natürlich. Mir das nicht so, wie wir mir kein Gleichheit von Mann und Frau für im Gesetz gehabt hätten. Das ist natürlich nicht umstritten, dass wir eine legale berufliche Gleichberechtigung haben, aber eine Chancengleichheit, für die wir erstehen, dass das nicht nämlich die Egalität dans les faits. Wir sind keine Partei von der Gleichmacherei. Wir sind eine Partei, die Differenz zwischen Mann und Frau respektiert an Menschen, an ihrer Varietät, an ihrer Differenz, an ihrer Pluralität respektiert. Freisexualisierung von den Kindern. Da sind wir auch unterstützt vom Progrès international. Da gehen wir irgendwelche Probiere gehen dort zitiert für die Kinder, die mal noch nicht verstehen, was Sexualität ist, für die so klein wie möglich an der Kirche schon zu beeinflussen. Das machen wir nicht. Wir sollen, dass die Verantwortung von den Eltern, Kinder sexuell aufzuklären, nach ihren moralischen, aber auch immer Kriterien, die Eltern für richtig fanden. Wir sollen schon, dass du, von Kinder am Alter sind, wo sie Biologie können begreifen, also direkt am Anfang vom Lycée spätestens für ihnen die biologischen Fakten mitzudelen, ohne Ideologie, für das all Kant die Information hat, an von Anfang an kann eine verantwortungsvoll gelebten Sexualität envisagieren, inklusiv natürlich den Verhütungsmittel. Das muss aber faktuell geschehen, und es darf nicht so sein, dass Kinder sollen beeinflusst gehen, wie gesagt, dass das Recht von den Eltern, das nicht darf beschnitten gehen. Transsexuelle Personen. Ein großes Debatte an der Chambre, die wir für ein paar Wochen hatten, wo am Ende von der Legislaturperiode Herr Brandström aktiv war, sehr an die Chambre gelaufen ist und hat da ein Gesetz durchgepeitscht, was vielleicht außer Norwegen kein anderes Land auf dieser Welt so hat. Die Regierung hat es fertiggebracht, den Kinderschutz ad absurdum zu führen, an dem es Kinder schon inner 5 Jahre, respektive über 5 Jahre, einfach durch eine normal administrative Prozedur, wo sie nach gar kein erstes Discernement haben, können ihr Geschlecht geändert kriegen. Ob dann später nach vielleicht mit schwerer Angriff an ihre Gesundheit kommen, das wissen wir nicht. Aber was sind die Implikationen? Was sind zum Beispiel die Implikationen auf die Filiation von Kant? Und da muss ich wissen, dass es gar kein, dass dir gar keine Operation mehr nötig, dass keine medizinische Operation mehr nötig für sein Geschlecht zu wechseln. Das heißt, es gesagt nicht, ob eine Frau oder ein Mann ist. Du kannst also dann ein Mann als Frau auftreten oder umgekehrt. Was heißt das für die Karte d'Identité? Was heißt das
wie geht das am Ausland nur unerkannt, wie ist es, wenn Männer auf Frauen Toilette gehen, respektive ob die Frauen duschen, abtauchen, wie ist es am Sport, wie ist es in der Filiation, all die Sachen sind an diesem Gesetz nicht komplett an suffisant betrucht gin. Aldrum en Keier hummer eng Pandoras Box opgemerkt, die CSV konträrement zu der vor Chrétien aldrum en Keier voll mat gedrohen hunn an wat ze dann do gemerk hun dat wird sich an den nächsten Jahrzehnten weisen. Die Istanbul-Konvention nach ein komplett ideologisch Sach, die für DDR überhaupt nicht akzeptabel ist. Ob es Verbesserungen an der Mutilation genital gehen, also mal nicht sicher. Das ist ein kleiner Abschnitt von der Istanbul-Konvention, weil für drun gibt auch schon Bestrafungen an der Mutilation genital für die wir natürlich, gegen die wir natürlich als ersetzen. Wir sind aber dafür, dass die für die Mutilation speziell Dispositionen, wie gesagt, beibehalten gehen. Aber für den Rest, da kann lo strafrechtlich verfolgt gehen, wenn eine Person diskriminiert, wenn es seiner Identität du Genre. Am Gesetz steht also lo etwas von einer Identität du Genre, aber kein Mensch kann es so, was das eine Identität du Genre, auch Herr Bratz kann es da keine Definition geben, weil es gibt keine Definition. Und das Problem ist, dass den Droit, als ja aber d'Interpretation strikt, das heißt, du kannst nicht so flues an ein Gesetz dran raschreiben. Quoten. Da sind wir biologisch, nachdem wir dann alle guten Gender waren, weil du hast dann am Interesse von verschiedenen Lobbyen. Lo geht es darum, Mann und Frau, nicht mehr um Fluid-Identitäten, die meist und dadurch, wenn man sich das überlegt, kann ändern. Hier hätten Frauen da gerne Quoten für an der Verwaltungsräte zu sitzen, für an der Direktion zu sitzen und so weiter. An das Regierung hat ja auch eine Reihe Frauen an Verwaltungen, an Direktionen gesagt und unterstützt. Von der CSV hat sie systematisch die Posten mit Frauen besetzt. Wenn sie kompetent sind, haben wir auch da nichts dagegen. Wir fanden ideologisch Quoten denigrant für Frauen. Wir wollen nicht als permanent frohe losen, wenn wir Verantwortung überholen an unser Erbecht, ob wir da lo ein Quotefrau sind oder für was wir auf den Platz gekommen sind. Wir fanden, dass wir als Frauen keine Quoten brauchen. Für uns als Geschlecht kein Kriterium, mehr Motivation, Fähigkeit von den Leuten, das soll den einzigen Kriterium sein für Promotionen. Wir wollen auch keine Einschränkung von der demokratischen Freiheit durch Parteienfinanzierung, weil ihr wisst, Quoten als mit der Parteienfinanzierung gekoppelt, wenn ihr kein 40% zum Beispiel bei diesen Wahlen hört, kriegt den Männer so vom Staat an. Wir schränken also heute das Rechte von den Parteien an auch dummer das Rechte von den Wählern an. Für uns als ADR-Frauen gibt es keine Diskrimination durch Geschlecht, weder ein positiv noch ein negativ, weil wenn positiv Diskrimination von den Frauen sieht automatisch negativ Diskrimination von den Männern. Das wollen wir nicht. Wir schaffen Quote auf. Sicherheit. Wir hatten rezent eine Reform vom Polizegesetz, auch da als Ideologie und nächster Platz gemerkt gehen, Police also ein bisschen organisiert gehen, mir eigentlich kriegt sie nicht viel mehr Möglichkeiten. Es gibt noch immer keine Möglichkeit vom Platzverweis, obwohl sowohl von der Police wie auch von den Leuten händeringend gefragt wird. Eine Kontrollidentität als eine Staatsaffäre, für die können zu machen. Das hat sich also aus sich um Terrain nicht verbessert. Wir fanden nicht, dass das Sicherheit von den Frauen an die Luftgängers, an wir sind am Ausland, weil hier gesimmert nicht, hier geht das nicht so richtig kommuniziert, dass sich hier Situation verschlechtert wird in letzter Zeit. Wir hätten gern, dass die Schwach, die Elerleute, Frauen und Kinder sich an Sicherheit fühlen, wenn sie auf die Straße gehen, und dass hier Sicherheit garantiert ist. Was auch nicht geht, das ist das organisiert Geheisch, das ist ein Missbrauch von der Bewegungsfreiheit am europäischen Raum. Und noch dummer, da machen wir Schluss. Kommen wir bei Gewalt daheim.
Das ist ein Sujet, den uns stark Herz leidt. Wir wollen das nicht. Wir wollen aber auch nicht, dass die Staat sich sterben muss und die Familie amcht kümmert, dass sobald einmal die Polizei gerufen wird, dass dann so viel Mechanismen sich en place setzen, dass die Familie Hanno ganz vom Staat geriert wird, also nie gedealt wird, kann placiert wird, als Approche als die Familie zu schützen. Wir hätten gern, dass eine Rekonciliation möglich bleibt. Wir wollen das nicht verhindern. Und dafür hätten wir gern, dass den ersten Intervenant des SAMU sozial und nicht Police ist. Aber wenn Sie da gesehen, dass es effektiv gefährlich ist, muss selbstverständlich Police erschreiten. Wir werden das Gesetz an dem Sinn von einer möglicher, mehr rekoncilianten Approche aufändern. Durchgang, da das auch anderem den Herr Bratz, die wahrscheinlich geschwind als einzigen Hai an Europa Burka erlaubt. Mir hat proposiert, sie soll überall verboten gehen. CSV hat das Gesetz fleißig aufgeschrieben und wurde dann auch proposiert. Aber Herr Bratz hat bis auf ein paar Ausnahmen an den Verwaltungen und öffentlichen Transporte erlaubt, dass die Leute können mit der Burka rumlaufen. Das ist also auch ein Merit von der Ex-Frauenrechtlerpartei, von den Geringen, sie hat fertiggebracht von Frauen lo ändert ein Burka zu stärken. Wir als ADR, wir schaffen Burka auf, sobald wir können. Prostitution. Die wisst, dass wir der Meinung sind, dass wir mit der Hypokrisie müssen abräumen. Wir sollen Prostitution als vollwertigen Beruf anerkennen, dass wir das ganz aus der Klandestinität können rausholen, und zwar am Interesse von allen Betroffenen. Wir sollen ihnen nicht so, wir können ihnen nicht verbieten, dass sie hier suchen, wollen damit verdienen, wann es dann freiwillig ist, selbstverständlich. Wir wollen das alles komplett freiwillig losen, überall da, wo es Druck gibt, Aufhängigkeit, Ausbeutung von den Schwachen, muss das natürlich können bekämpft gehen, aber mit dem Gesetz, so wie wir es umgesetzt haben, ist die Situation echt verschlechtert gehen, wie verbessert. Das Ganze geht am besten, wenn es transparent auflebt, und dafür sind wir der Meinung, dass sie Prostitution sollte legalisieren und anerkennen, aber das, was Herr Bratz da an seinem Gesetz gemacht hat, das geht nicht, ob die Weh hin hat zusätzlich Disposition penal gegen Klient geholt, an heißen anderem Rechtsprinzipien verletzt gehen, wie d'Inviolabilité du Domicil, was denen Damen und Herren nicht mehr erlaubt, ein normales Familienleben zu feiern. Die Betroffenen sind natürlich auch nicht gefroht gehen, an mir gegen das Gesetz ob de Licht holen. Verfassungsreform. Do als unter anderem eng von den Opfern die Familie. An der aktuellen Verfassung steht in Paragraph 11, dass der Staat soll die Familie an ihre Rechte schützen. An der neuen Verfassung, do wird die Familie als Rechtssubjekt aufgeschafft. Die geht es da nicht mehr, da steht just nach jederin kann eine Familie gründen. Es geht also praktisch ein konstitutionelles Recht aberkannt. Etwas, was wir refusieren. Wir sehen die Rechte von den Kindern und nicht die Rechte unbekannt. Wir wollen die Familie stärken und nicht den Staat stärken, den an dieser Verfassung sich immer mehr die Rechte von den Älteren substituiert. Dann zu guter Letzt will ich euch noch eine kleine Anekdote erzählen über den Conseil National des Femmes du Luxembourg, den CNRL, die ganz viel über das Land sieht. Es geht als Kandidatur von den ADR-Frauen, die mir gestaltet hatte, wir können Member zu gehen bei dem CNRL. Und wir haben mit unseren über 800 weibliche Membern an den ADR-Frauen, sie mir eng von den größten politischen Frauenorganisationen, und dafür haben wir gefroht, für beizutreten. Du war absolut Panik am CNRL, und sie haben uns direkt geschrieben, dass das absolut nicht auf Frage kommen.
natürlich mam Appui von den CS-Frauen, von den CSV-Frauen, also us huet den CNRL mat fadenscheinischen Argumente geschafft, die alle gute falsch sind, just nämlich wir können zu verhindern, dass Frauen, die enger anderer Meinung sind, wie hierer beitreten. An dummer huet an Eisenahn den CNRL eigentlich all Urspruch verlor für sich können, als repräsentativ von der Lützeburger Frauen als Spruchhauer zu betätigen. Es kann ihn sie nicht mehr akzeptieren als Repräsentant von den Frauen, und dafür meinen wir, sollten sie eigentlich dann global in Pension gehen, und wir wünschen ihnen ruhigen Lebensabend. So, wenn du frohen hat, dann könnt ihr die gerne stellen. Also viel. Ja. Interessiert von der Sicherheit von den Frauen statt einem Land, die da am vorgesehen ist, verschlechtert. Oder man das fast geschickt mit den Frauen. Schön, bei dem ich halt gesagt, Sicherheit von den Frauen hier am Land, weil Sicherheitsstatistiken nicht all kommuniziert gehen, haben wir keine Möglichkeit, das festzumachen. Wir gesehen aber am Ausland, wo das nicht der Fall ist, dass Sicherheit von den Frauen raufgegangen ist, dass sie mehr oft bedroht gehen, dass sie mehr oft angegriffen gehen, wie nach 24 Jahren. Und dafür gehen wir davon aus, per Analogie, wie gesagt, hat ich aber gesagt, dass wir das hier nicht können so festmachen. Die vermuten also just. Wir vermuten das just, ja. Wir vermuten das. Wenn den sich umhört, haben die viele Frauen, die so sie geben sich nicht mehr trauen, ob es länger rauszugehen. Ja, das geschieht auch nicht. Ich weiß es nicht, mir ist noch nicht geschieht, aber das ist ein allgemein Unsicherheitsgefühl, und ich meine, dass das nicht gut ist. Was hat er begründet? Ich verstehe nicht. Ein Gefühl kann ich nicht so, ob das begründet. Also ich will dass die meisten, die da jetzt Stelle gucken, wo sie dann massiv gesehen, dass da Frauen eben mehr einfach von Gewalt sind, auf der Straße, wie nach 4 Jahren. Ich kann nicht so weiter nicht erklären, für was die Frauen sich nicht mehr so schaffen. Effektiv dynamisch sagt, dann braucht man der Schule den Logischland. Ja. Sicher, du gehtt ja, die kennt das bestimmt den Familienpunkt der Lo, eine Großplattform mit ganz vielen älteren, hauptsächlich Frauen, wo ganz viel Lehrpersonal da vertreten ist, die an denen hier Lesebriefe an Hilferufe wären auch groß an der Presse an den letzten Jahren, die so ein Gewaltpotenzial oder Gewalt an den Schulen, als der muss abgehen, dass man muss unbedingt etwas machen. Bei der Gewalt zu heben, ich habe richtig verstanden, wenn also die Gewalt zu heben geschieht, weil du dann DAX vermutlich zum Schuld von der Frau aus, oder umgekehrt, eher den DAX, dass andere die Schule geht von ihrer Frau. Da hat er also gerne das nicht mit Politik, das haben wir sozial. Ich will dass wir dann eine Männerprotektion, dass wir dann die Männer streng ausschreiben gehen, die wir da schon mal. Eine Invitation, mengt Also zum Ersten zu der Behauptung, dass das hauptsächlich Frauen sind, die gestohlen gehen. Statistisch sieht in der Zwischenzeit sogar als ideologisch Gambia-Regierung, dass 40% von den Opfern von Gewalt daheim Männer sind. Psychiaterin, mit denen ich drüber geschwätzt habe, gesagt, Dunkelziffer ist nach mir heisch, denn Hemmschwelle für das zu melden für einen Mann ist nach mir groß wie die für die Frauen. Das aber just nicht vorbei. Wir stellen fest, wenn die Polizei könnt, an dem Fall, die geht statistisch gesehen auch schon gerufen, wenn natürlich sind wir gegen all Gewalt, aber das Problem ist, sobald die Polizei kommt, lebt bei uns ein ganzen Apparat und dann gibt Fiche gemacht, Kinderdossier gemacht, der Mann geht wäsch gewesen 4 Wochen lang, und der kann er nicht gesehen, dem nur wegen kann er platziert, die Familie geht am Anfang geholt quasi in einer Tutelgestalt am Platz, das probiert geht rauszufinden und zu helfen, der Familie zu helfen, weil auf viele Fälle
also ein temporäre Problem an wann den geholfen kriegt mit einer Institution, die eng kann was Konziliation zur Seite stehen, dann geht das besser. Wir wann den direkt am Platz von dem Samisozial den auch direkt auf Platz könnt, an den auch natürlich, wenn das konstatiert, direkt Polizei ruft. Das gut kein froh. Aber dadurch, dass man als echt Polizei dahin schicken, an die ganzen Apparat und Trolle könnt, aber die Familie unwiderruflich splicken, wobei eine Konziliation an Konsultationen an der Psychologie, an der Psychiatrie könnten helfen, die Familie aber zusammenzuhalten, fanden wir, dass den Samisozial die richtige Weg wir als echten Intervenant, aber wie gesagt, wenn sie auf der Platz sind, sie auch gerade sehr auf der Platz wie die Polizei, und sie gesehen, dass die Polizei muss gerufen sein, als die ja 5 Minuten auch da, also da gesehen ich noch nicht das Problem. Hat sonst nach Ihnen frohen? Na ja, da so nicht ja schon mal. Merci.